Wulle, 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 wupp, wulle, wupp, wulle, 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 wupp. Was geht ab, da haben schon Leute da. Obwohl ich noch gar nichts tue. Das ist gut. Das, ja, und so, aber irgendwie geht das Battle gar nicht durch. Was ist hier los? Warum kann ich das nicht schmäler machen? Jetzt hat man das Battle da. Warum höre ich mich doppelt? Holy motherfucking Schüssel mal bissl. Da ist Finsterin, dass du sagst, Kruzifix wohnten der im Keller. Ja, tut er. So, Moment. Muss ich noch mal schnell aufstehen. Ton müsste eigentlich passen. Habe, dere, servus, grüß Gott, miteinander. Erst einmal. So, ich muss da mal, glaube ich, ein Licht erschalten, weil sonst schaut das aus, als da die irgendwo, weiß ich nicht, wo sitzen. Komm gleich wieder. So. Phase 1. Licht erschalten. Zu hell? Zu hell? Na, passt voll. Passt voll, glaub ich. So, habe die Ehre, meine Damen und Herren. Wer ist da? Ich bin jetzt auf alle Fälle auch da. Hallo. Der Mano stinkt nach Radler. Das ist der schönste Kommentar bis jetzt. Was? Kruzifix Instant 100 Leiterin. Möchtest du mich verarschen? Gerade weil ich ein nice Thumbnail in die Live-Geschichte rein tue. Ihr gottverdammten Irren. Ihr seid so lauter Narische, da trinke ich erst einmal vor meinem Kaber. Ja, es ist ein Kaber. Was geht ab? Meine Damen und Herren. Servus aus Österreich, servus zurück, der Kulinex, habe die Ehre, Kattel habe ich auch schon gesehen, habe die Ehre, Falltier TV habe ich auch gesehen, habe die Ehre. Jetzt fangen wir erst mal an mit der Begrüßungsphase, ja? LS Game Fans, servus, so ist servus. Der arme Sepp schreibt, mir geht's blendend. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das gerade jetzt bin ich seit einer Stunde ungefähr daheim, hab heute ausnahmsweise mal arbeiten müssen, obwohl ich normalerweise am Freitag frei hab. Da hab ich mir gedacht, ja, weißt du was, jetzt probierst du und sitzt dir mal nochmal da hin an den Plan, wo ich letzte Woche schon kurz erzählt habe, weiß ich nicht, wer da war und wer nicht da war, ist mir jetzt auch völlig Banane. Sitzt du mir hier und machst. Ja, wir haben die letzten 2 Wochen oder 3 Wochen oder 4 Wochen immer wieder mal ohne da gesehen, dass das so viel Arbeit ist, dass du mein Gott verschissener Schelz reißt. Und hab dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt. Und dann bin ich irgendwie so in so einer demotivierten Phase reingerutscht und hab gesagt, Kruzifix, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock mehr. Ich hab momentan nicht einmal Bock zum Zocken, ich kriege einen Schlaganfall. Habe ich kurz einen Schlaganfall gehabt. Und entweder, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob sich das vor einer Stunde gerade geändert hat. Vor einer Stunde habe ich angefangen und habe einfach mal gemacht und bin weitergekommen mit dem, was ich da gemacht habe und angefangen habe und mir ausdenkt habe und was weiß nie, was alles für ein Scheißdreck. Und jetzt sitze ich da. Jetzt, bevor wir aber mit dem Schmarrn anfangen, können wir erstmal die gute alte Blätschmerz- und Begrüßungsphase, bis der Kaber da ist und dann verzeihe ich euch einmal ein wenig was. Wenn ich den vielleicht ändert sich das auch, bis wir fertig haben mit Blätschmerz und so weiter, wieder so weit, dass ich es nicht herzeigen mag, weil ich nichts verraten mag und weiß das ja eh. So, jetzt schauen wir. Wann kommt mal wieder ein Stammtisch-Micker? Reinster TV, die letzten 2 Wochen hat es keinen Stammtisch-Micker nicht gegeben. Normalerweise kommt ja auch nicht jeden Micker. Das habe ich ja schon gesagt so. Das ist mir wichtig, weil wenn ich kein Thema nicht habe, um das, was zum Schmerzen gibt, dann gibt es halt auch keinen Stammtisch-Micker. Stehst mich? Noch Fralle. So. Sabrina Schander. Servus, habe die Ehre, Birger. Mit 100.000 High-Fives gibt es ein High-Five zurück. Habe die Ehre. Schweigi, merci für dein Twitch-Follow an dieser Stelle. Hab ich überhaupt selber einen Ton? Habe ich einen Ton? Ja, ich habe einen Ton. Der Kilian Moncher schreibt, habe die Ehre, mir geht's blendend. Der Bushcraft Tommy schreibt, chill down and relax. Nein, gerade dem nicht. Das habe ich die letzten 2 Wochen gemacht. Da ist jetzt Schluss, hoffe ich. Der Leberkäse, der Leberkäse um 2:30 Nachmittag schon daheim. Das ist ein Wahnsinn. Hast du frei oder was? Das ist hier, hey. Der Herr schreibt, die erste Frage ist schon wieder gleich einmal an alle vorweg. Ich werde halt keine beschissenen Fragen beantworten, ob ich irgendein Bier kenne oder ob ich es nicht kenne. Sagen wir einfach, ich kenne gar kein Bier. So. Jawohl, Birger ist da. Bavarian EDM-Fan, habe die Ehre. Der Borische ist auch wieder da. Habe die Ehre. Offiziell ist jeden Freitag um 12 Uhr aus, schreibt der liebe Kass. Ja, das kann ich da vorher schon sagen, dass das wahrscheinlich alles ein Blödschmerz ist. Der Basti 142, merci für dein Twitch-Follow. Der Schweig schreibt, yo, servus Birger, du Curry King mit Weißwurst in Naturhaut. Geil, da hab ich Bock drauf.
Der Sumdum schreibt, wie lange darfst du streamen? Ich stream so lang, wie ich lustig bin. Dere, Birger, grüß mal Stereo-Watschen. Sepp2405. Ist das der Sepp von der Stereo-Watschen, den ich auch kenne? Ist das der Sepp, den ich auch kenne, den ich schon kenne, seitdem er mir so klar war? Ich weiß halt nicht, ob sich der Sepp da noch dran erinnert. Ich schon. Was ich alles weiß. Da grüße ich nämlich gleich einen Schoß auch. Den Rest kenne ich nicht von der Stereo-Watschen. Für alle, die die Stereo-Watschen nicht kennen, das ist eine Band, die kann man sich einmal einhauen. Da gehst jetzt du auf YouTube und suchst gefälligst nach Stereo-Watschen. Fix Mari. So. Der Herr Fleischmann schreibt, habe die Ehre, Nesti, habe die Ehre, Birger, alter Freund. Habe die Ehre, Nesti, alter Freund. Der Herr Schmidt schreibt, habe die Ehre, Servus an den Herrn Ortmeier, Servus an den Herrn Brandl. Wer ist denn sonst noch da? Der Felix Winkler schreibt, rasieren wir uns. Nein, natürlich nicht. Natürlich werden wir das nicht tun. Natürlich nicht. Aber während EDM-Film schreibt, tust du meinen Schluck Kaba um. Da ich gerne, aber leider Gottes haben wir die, bin ich noch nicht so weit, dass ich die gemeine Beam-Maschine erfunden habe. Das war jetzt. Da schreibt jemand voll viel. Der Ernstl schreibt voll. Das muss ich mir jetzt durchlesen. Wenn er sich schon so viel mir gibt, dass er so viel schreibt, dann lese ich das auch einmal. Seitdem ich erwahr bin, also glaube ich entweder erwacht oder erwachsen, bin ich über Leberkast. Und das glaubst du nicht, was für Preisen haben. Ernsthaft, die Leberkast mit Ketchup essen. Erst einmal Lehrgau, die dritten, ja, so Bockfutzt. Ja, zu Recht dabei. Mir ist letztes Mal ganz schön genommen, war im Kaufland bei uns. Da gibt es einen Metzger dort, einen Maßner Metzger, ja, ist jetzt auch nicht der Überwahnsinn und so weiter, aber die Leberkasse mit da dort, die kann man schon essen. Das passt schon, das ist voll in Ordnung. Aber, da ist mir letztes Mal tatsächlich ein Loch ausgekommen. Meine Freundin hat mir ja gleich so indirekt ein bisschen zusammengeschissen, was bist denn du für Penner, warum kommt denn da das Loch aus? Da hab ich gesagt, Frau, du bist kurz von der Überschallgeschwindigkeitsbockfotzen. Fragt mir die Bedienung tatsächlich, ja, ich sag, ja, servus, 2 Leberkasse, bitte. Ja, dann ist so halbwahrscheinlich fertig. Magst du was rein? Magst du Ketchup rein? Dann bin ich so da geschaut und so. Was? Nein, um Himmels Willen, bitte kein Ketchup! Dann haben wir wirklich gedacht, ich frag mich allen Ernstes bei mir in meinem Heimatdasein, fragt mich die Mats, ob ihr scheiß Ketchup da rein haben möchte. Da kriege ich leider Gottes instant einen Schlaganfall! So, der kommst man auf Kieber 3 Tage durchsaufen. Nein, komm ich nicht. Ich muss nämlich halbscheidig arbeiten. Was haben wir da? Wieder Vollgerät am Montag bei uns war, ist in der Disco Gorsmaus leer geworden. Latzi fix, das kann doch nicht sein. Was hältst du davon? Ich halt da gar nichts davon. Warum wird denn da kein Vollbier getrunken? Frag ich mich. Vollbier-Squad. Jeder, der da ist, müsste eigentlich ein Vollbier-Squad kennen. Das heißt, wir trinken kein gemischtes Bier nicht. Beim Radl und bei der Gorsmaus drehe ich nämlich die Hände nicht um. Stehst mich. Oder das Galt da, die schreibt. Habe die Ehre, Birger, ich bin ein Österreicher und finde den Bayern richtig geil. Was geht's? Was geht's? Wahrscheinlich jetzt heißt es so, was geht. Es geht alles. Du, das beruht auf Gegenseitigkeit. Ist Österreicher seid die einzigen, mit denen man auf diesem Planeten irgendwas anfangen kann, wenn du mich fragst. Aber mich fragt wie so oft einfach keiner. Ich war auf der Wiesn und habe eine Leberkasse-Semi für 4 fucking Euro geholt, ich krieg einen Schlaganfall. Und dann waren wahrscheinlich 2 Scheiben Leberkasse drin. Was eine warme oder was eine kalte Leberkasse-Semi? Da, der Bavarian EDM-Fan schreibt das komplett richtig. Der sagt, lieber das Gasmaß aus wie das Vollbier. Güllefonheit Düngeverordnung. Was, das geht halt quasi bei euch, Güllefon. Ja, okay, du hast da unten Güllefon, das passt. Habe ich dir, Birger, warum saufst du kein Bier? Herr Martin Eibel, weil der gemeine Amerikaner siehe YouTube und Twitch ein riesengroßes Problem mit Alkohol hat. Ich kann mir jetzt hier sitzen und kann die Stange Zigaretten da hinten innerhalb von 2 Stunden rauchen. Da darf er nix sagen. Aber wenn ich mir hier sitze und trinke ein Bier, dann sagt er du und sperrt meinen Kanal. Da habe ich eher weniger Bock drauf. Herr Engelhardt, habe ich die Ehre zurück, du, die Wurst hat. Österreicher, mein Gott, was ist denn mit den Tiroler? Ja, die 10 auch noch. Das ist auch in Ordnung. Ja, machst du mal das Leberkas-Lied an. Nein, weil es mal 3/4 Stunden nicht mehr aus dem Schellasser geht. Geht mir jetzt schon nicht mehr aus dem Schellasser, wenn ich da sitze und denk mir, Leberkas-Simmel, jawohl. Da krieg ich schon wieder innerlich einen kompletten, weil ich jetzt wieder den ganzen Tag da sitze und singe geschissenes Leberkas-Simmel. Ich mag kein geschissenes Leberkas-Simmel singen jetzt da. Eigentlich mag ich ja schon, aber Christi Birger Vorschlag für weibliche Katzennamen. Also meine 2 Katzinnen. Eine heißt, du musst es vollkommen geschlechtsneutral angehen mit Katzennamen. Weil meine erste Katze heißt Katzbrocken. Mit A, richtig, Katzbrocken. Wer den Wortwitz nicht versteht, der ist für mich ein geistig Behinderter. Und die zweite heißt Miezebatzen. Also quasi
Kotzbrocken und Miezekatzen. Verstehst du mich? Also, wir haben ja quasi 2 Katzen, einen Katzbrocken, der Katzbrocken, obwohl es sie ist, drauf geschissen, und einen Miezbatzen. Und dann haben wir noch einen Koda, haben wir auch noch, der heißt Plötze, aber das ist egal. Was haben wir da noch alles? Was haben wir sonst für Vorschläge für Katzennamen? Weiß ich nicht. Dörte! Müssen die lohen. Wenn du draußen im Garten stehst, Katz kommt nicht zu dir und du schäberst mit der KitKat Brecki Schachtel umeinander und schreist Dörte! Dörte! Dann dauert es eine Viertelstunde lang und die weißen tun schon leid, Hunde. So, was haben wir noch? Stefan Riel, hab so Bock auf ein Bockfutzen. Dass du eine austeilst oder dass du eine kriegst? Weiß jetzt auch nicht. Roswitha ist auch gut. Wir haben noch jemanden, der hat seine Katze Zenz genannt. Zenz ist gut. Zenz gefällt mir. Zenz, geh her. Zenz, sonst schäbert's. Zenz, lass das. Weißt eh. So, jetzt muss ich mal wieder ein bisschen runterkommen, weil ich schon wieder umeinander schreibe wie ein kompletter Vollidiot und in einer Viertelstunde kann ich nicht mehr schmerzen und dann höre ich wieder zum Streamen auf. Was ist das Gefühl, wenn du ein riesen Leberkassemi mit 3 fette Scheiben kriegst und 1,20 zahlst? Also bei uns kostet, ganz ehrlich, bei uns im Edeka, der Big im Edeka drin, so separat, ne? Der verkauft Leberkassemi für einen gepflegten Euro. Der kostet 1 Euro und da ist wirklich 2 cm dicke Leberkassscheiben drin, die sauber um 10 rundum geht und dann kriegst du da noch einen Siemfei und sagst hier, ich hätte gern 2 Warme und dann zahlst du einen Zwickel. Das ist ja nix. Also du redest natürlich von 3 2 cm Scheiben und hast dann eine 1:1 Mischung. Das ist dann natürlich schon geil, wenn die bloß 1,20 Euro kostet. Du, die nimm ich, die unterschreibe da. So, wo haben wir da? Ich habe meinen Kumpel Bockfotzen gegeben, weil er Ketchup auf Leberkassemi geschmiert hat. Dann habe ich zu ihm gesagt, du Preis. Du hast alles vollkommen richtig gemacht, kriegst dann gut. Emoneda, deine Frau kennt mich als Chemo oder als ihr Spielzeug. Jetzt darf es mich interessieren, wer du bist und woher du das weißt. Das ist nämlich so lang her, dass wir uns schon sehr lang kennen müssen, dass du das weißt. Diesen Sound, den gibt's nämlich auch nirgends mehr. Was haben wir da? Was ist da gestanden? Der Schwein schreibt, Birger, du Verräter, du kriegst einen Bockfotz. Was haben wir mit dem Verhalten gelernt? Da gehört nur Leberkäse rein. Wo? Wo gehört nur ein Leberkäse rein? In Zemi? Spitzt du? Da gehört der Senf natürlich auch dazu. Das ist aber eh. Senf oder halt gar nichts. Habe ich da was anderes eingeschmiert, steht dabei. Weißt du, mach ich mir heute zum Ziel. Jetzt haben wir 130 Leute da. Erstmal habe ich dir und die ganzen anderen restlichen Leute, die ich nicht grüßt habe, habe ich dir. Ihr seid lauter geschockt. Die 130 Leute, die sich jetzt meinen Scheißdreck da am Freitagnachmittag anschauen. Weißt du, wenn man 130 Leute gleichzeitig zum Kotzen kriegt, jetzt denken alle, so richtig geil, ihr sitzt euch jetzt hier vor das Handy oder vor einem PC und hört einfach nur zu. So, haben wir alle Daumen zu. So, dann denkt jeder so, stehst jetzt vor dem Bäck oder vor dem Metzger, ist wurscht. Der hat seine warme Theken da. Da haben 3, 4, 5 fette Rankel Leberkäse drin. Du hast Hunger wie Sau. Hast voll Bock auf 1, 2 Leberkäse oder 3, was weiß ich. So richtig geil. Und dann gehst du her und überlegst dir, wie kriegt man jetzt 130 Leute zum Kotzen? Wenn du so das Battle so richtig verinnerlicht hast, du denkst an den Geruch von der Leberkäse-Semi, an den Geschmack, wenn du so eine richtig geile, weiche, frische Semi einbeißt mit Leberkäse drin. Und jetzt halt, denkst mal drüber nach, wie es schmecken kann, wenn da eine Mayonnaise drin ist. Voll geil, du beißt so richtig geil eine, hast du so richtig geile, saftige Leberkäse-Semi und dann batzt da links und rechts überall die weiße Mayonnaise raus. So, jetzt wissen wir, wie wir es nicht machen. So, wo sind wir? So, jetzt habe ich mein komplettes Handy da spielen, du alte Ratz. Ja, das war der Plan. Das wollte man schon immer zum Ziel machen. 150 Leute, 130 Leute, gleichzeitig alle im Synchron kotzen. Kann man auch mal eine Veranstaltung draus machen. Aber du musst nur lass dir das mal auf der Zunge zergehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ein Leberkäse-Semi mit
Mayonnaise drin. Da wird man selber schlechter wegen. Je länger, dass ich intensiver über diesen Geschmackszusammenstellungs-Scheißdreck nachdenke, desto schlechter wird mir selber. Muss ich mir nochmal an meinem Kaber nippen. Der Reinster TV fragt, was sagst du zu Essiggurken in der Leberkassemi? Essiggurken generell in der Leberkassemi ist in Ordnung, aber auf überhaupt gar keinen Fall natürlich in der kalten. Ich rede ja von warmen Leberkassemi, da gehört überhaupt nichts rein oder ein Senf. In der kalten Leberkassemi ist das natürlich etwas, wie soll ich sagen, da kann man ein bisschen etwas weiter ausholen und also Essiggurkel ist tatsächlich auch gar nicht schlecht. Sag ich ganz ehrlich, in der kalten Leberkassemi 2-3 Scheiben Leberkäse drin, dünne natürlich, kalte, Essiggurkel drauf, ist ganz gut. Was da übrigens auch ganz gut ist, sind Zwiebeln. Hört sich voll bescheuert an, aber anstatt der Essiggurken ein paar richtig schöne, frische Gemüsezwiebel, Speital, einlegen, zumachen, einfressen, ist geil. Mit der kalten Leberkassemi ist mir das vollkommen wurscht, was da drin wird, aber mit einer warmen Leberkassemi, das geht aber überhaupt nicht, dass man da irgendwas anderes sein wird. Da denken wir alle, erinnert man uns zurück, so, jetzt stellst du das mal nochmal kurz vor, so eine richtig geile warme Leberkassemi, wo es da links und rechts dann Mayonnaise rauspatzt. Geil. Geil. Voll geil. Der Jungser schreibt, muss er umziehen, wenn deine Nachbarn ein Bier widerlich finden. Nein, sagst deine Nachbarn einfach, sie sind geistig behindert und du hast nichts mehr mit einer zu tun. Dann passt es. Wir haben 10 Minuten Pause, aber ich hole Ketchup auf wieder. Was? In der Pause 2 Leberkassemi. Der Sounders X, merci für dein Twitch-Follow. Birge, bitte am Rat von dir. Was muss ich mit Kamm und macht der, wo kalte Weißwürst in der Schule noch 12 gefressen? Was kalte Weißwürst? Das ist scheißegal, ob du die scheiß kalten Weißwürst vor 12 oder nach 12 frisst. Kalte Weißwürst frisst man nicht. Du bist gar nicht drauf, wer frisst denn kalte Weißwürst? Waren die vorher gekocht oder das einfach so gefressen? Dann sagst du dem bitte schon einen schönen Gruß von mir, er ist ein Asozialer und dann schmierst du immer nicht. Dann passt es. Du hast der gute alte Leberkäse vom Viertel. Aber Birger, du musst zu uns kommen, wir haben in Oberösterreich ein Geschäft nur für Leberkäse in 100 verschiedene Sorten. Leberkäse Seppi. Ja, weiß ich nicht, da weiß ich selber noch nicht so ganz, wie ich mich da verhalten soll, wenn jemand mit dem Leberkäse sich einen Schabernack betreibt. Da bin ich selber ein bisschen, muss ich sagen, da weiß ich noch nicht so recht, wie ich mich verhalten soll. Das werden wir aber irgendwann einmal im bayerischen Verhaltenskodex, werden wir mir das festhalten. Und da hat er recht, solange die Wurst so dick wie das Brot ist wurscht, wie dick das Brot ist. Am besten nimmst du das Brot und lass es gleich ganz weg. Was übrigens auch ganz geil ist. Einfach so ein Leberkäse, bombengeil. Der Glorwanger fragt, was hast denn du für einen PC eigentlich? Der schreibt, du schreibst von Twitch aus. Das müsste sogar noch in meiner Twitch-Beschreibung drinstehen, was genau ich für einen PC da stehen habe. Kannst du nachschauen. Da kannst du nachschauen. Ich habe aber auch schon 2,5 Jahre einen Bugel, mittlerweile. Was? Ich muss mir Bayerisch selber beibringen, weil ich in Schwaben wohne. Ja. Musst halt woanders wohnen dann. Zieh gefälligst um, du hast jetzt gefälligst woanders zum Wohnen. Hoppala, hab ich mich angehauen. Der GBF3 schreibt, bist du in der Oberpfalz? Nein, bin ich nicht. Der Crafter TV schreibt, hey, dere Birger, hey, dere Crafter TV. Der Finke, merci für dein Twitch-Follow. Herr Borisch Enduro, kennst du einen Bibo? Ja, natürlich kenne ich einen Bibo. Leider Gottes noch nicht persönlich kennengelernt, aber seinen Umkreis, ein paar Kumpels für ihn kenne ich mittlerweile so einigermaßen ein bisschen. Bin aber irgendwie immer noch nicht dazu gekommen, dass ich mal zu denen auffahren und da ein Gaudi-Wochenende verbringe, weil ich irgendwie nicht aus meinem Bunker rauskomme. Ich sag's auch ganz ehrlich, ich mag überhaupt nicht aus meinem Bunker raus. Was soll ich da draußen? Da rennen nur Vollidioten umeinander, die mag doch nicht sein. Regel Nummer 1, ich hasse Menschen. Storner sind okay. So. Wie schaut's denn mit dem LS aus jetzt? Was für ein LS? Achso, was für ein LS? Ach, der Landi. Ich weiß nicht. Er ist so teuer. Und ich wollte mir nicht mehr kaufen, wie er reduziert war. AMD oder Nvidia Intel? Herr Patrick Berger, sehr deutlich Nvidia und Intel. Elox Xi, merci für den Twitch-Follow.
Lowdown Kaberschmecker. Herr Vogel, das tue ich. Merci dir, oder? Kalt wieder schon langsam. Drinnen bleiben, weißt du, draußen stirbt Leid, sag ich euch. Herr Volker Racho, drinnen bleiben ist gescheiter, das ist richtig, weil draußen stirbt Leid. Herr Crafter TV, ja, ich kenne ihn noch. So, wir haben ja immer noch 120 Leute, obwohl ich nur da sitze und irgendeinen Scheißdreck labert. Ja, Österreich ist das geilste Land, da gibt's fast keine Idioten. Das ist richtig. Das kann ich, so, um ehrlich zu sein, auch nicht so dermaßen beurteilen, weil so oft in Österreich bin ich nicht und die breite Masse kenne ich auch nicht, aber die Österreicher, die bei mir da sind, die haben alle super brutal. Der Linien Washington schreibt, wieso keine Gasmask? Sie fix. Warum kein Gasmask? Das kann ich dir ziemlich genau erklären. Aus folgendem Grund, alle, die so massiv Gasmask feiern. Diese massive Gasmask-Feierei basiert nur einzig und allein auf dem Vollgerät. Um Himmels Willen nicht falsch verstehen, nichts gegen ein Vollgerät. Ja? Oder gegen Vollgeräte. Hani hat zwei. Sag ich euch gern dazu. Dann aber gleichzeitig die Radlerabsaglerei basiert nicht nur auf dem Vollgerät, basiert aber auch sehr stark bei uns auf dem Vollgerät. Jetzt, wenn man das einmal so sich vor Augen führt, der Sir Sili, merci für dein Abo, dann ist eigentlich ja die Gasmaß genauso ein beschissenes Mischgetränk wie ein Radler. Hat da eigentlich schon mal irgendjemand drüber nachdenkt? Außer ich. Ich weiß nicht. Also, wenn du mich fragst, ist da kein Unterschied nicht. Und wie ich dann aber so gerne oft drauf sage, ist, mich fragt aber halt auch keiner. Deswegen bin ich so mehr der Meinung, Hashtag, saufst du bloß ein Gasmaß, weil du der Ganze nicht schaffst. Verstehst du mich? Und deswegen, how to nicht Gasmaß, das ist einmal ein Vorschlag, den kann ich für voll nehmen. Herr Florian Bauer, merci für dein Abo, falls du gerade zuschaust. Hast du schon mal Oberstimmen, hab da einen Vollgerät gesehen? Nein, da war ich noch nicht. Herr Roland Sohm, merci für dein Abo, falls du gerade zuschaust. Wow, leck, da schreibt irgendjemand was für Dampfnudeln. Dampfnudeln sind so geil. Dampfnudeln ist der geilste Schüssel. 3 Pfund Vanillesoße, Summe, bam, bam, bam ins Gesicht, passt das. Der Herr Luca B. schreibt, was ist mit Weizen? Mit dem Weißbier, das ist auch Vollbier. Selbstverständlich, ein Weißbier ist ja kein Mischgetränk. Ein Weißbier ist ja kein Mischgetränk. Da muss ich doch nicht... Es geht einfach nur um das ganz einfach zu... Der Talderer ist da. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich verlange von euch was. Bitte begrüßt einen Herrn Talderer. Alle schreiben jetzt bitte schön da eine, habe die Ehre, Herr Talderer. Es ist ein Südtiroler, der mir meine Anfangsstreamzeit versüßt hat. Mit einer Bombe. Die Talderer Bombe, das waren noch Zeiten. Schau her, der Leberkas ist seitdem dabei. Er war auch davor schon dabei, wenn du mich fragst. Der Aumersepp, merci für dein Abo und ihre Stelle. Da, Emma Fottner ist die einzige, die da. Oh, jetzt. Da so sind's die Leute. Der Talderer schreibt, na, wie geht's, mein Freund? Mittlerweile wieder blendend gut. Danke für die Nachfrage. Da ist die Frage, wie geht's am Herrn Talderer? Ich hoffe doch ebenfalls bombengeil. Hey Birger, ja, da hast du vollkommen recht mit der Gasmaß, aber jetzt mal ganz ehrlich, jeder, der ein Radler oder ein Gas saufen möchte, dann sollen sie saufen. Ich finde das alles total übertrieben. Herr Pepplei Speider, da hast du vollkommen recht. Also das muss ja jeder, stellt euch das ja so vor, ja? Wenn ich da sitze, das ist ja mir vollkommen wurscht, sollst doch du der Radler saufen, das interessiert mich doch einen Scheißdreck. Ja, das interessiert doch mir einen Scheißdreck. Mich interessiert doch halt ganz genauso einen Scheißdreck, ob du 25 Gasmaß am Wochenende saufst oder nicht. Meinst du, dass ich kein Gasmaß nicht gesoffen hab? Und meinst du, dass ich in meinem Leben noch kein Radler nicht getrunken hab? Und mir braucht da niemand von diesen Gasmaß-Feierern und Radler-Absaglern brauchen mir verzeihen, dass sie im Volksfest, wenn Volksfest ist, kein einziges verficktes Radler trinken. Da muss ich sagen, wenn du das behaupten möchtest, dann sitze ich da und denke mir, halt die Schnauze, das ist eine Lüge. So. Hätten wir das auch. Trotzdem, ich sage dir an und für sich nicht Gasmaß ab, Gasmaß an und für sich, ja, bombengeil, mag schon sein. An und für sich sage ich dir das Radl nicht ab, kann ja jeder saufen, wie er mag, das ist doch mir wurscht. Aber die Leute, die so massiv Gasmaß feiern und so massiv übertrieben, wie es jetzt derjenige, ich habe den Namen schon wieder vergessen, das tut mir wirklich leid, als Radler absagen, laufen einfach nur blind diesen Blödsinn hinterher, ohne nachzudenken, so, was ist denn in einem Radler drin? Bier und Limo. Was ist denn in der Gasmaß drin? Bier und eine Cola und, ja, und so ein kleines Stamperl Kirschscheißdreck. Ja, wo ist denn der verfickte Unterschied? Was soll das?
Warum denkt denn da keiner nach? Warum sitzt denn da keiner her und denkt drüber nach? Oder fragt nie. Hashtag Vollbier Squad. Hashtag saufst du bloß eine geschissene Gasmast, weil's der ganze Mast nicht schaffst. Das ist der einzige Grund. So schaut's nämlich aus. Na schon. So, jetzt ist das Thema Gasmaß für heute auch wieder behandelt und abgeschlossen. So. Wo sind wir? Hey Bürger, hast du schon mal ein Bergerbier getrunken? Nein, habe ich nicht. Was hältst du von einer gescheiten, was Lichtkuppenabzwirbelung? Was weißt du nicht, was eine scheiß Lichtkuppenabzwirbelung ist, Alter? Der Hans-Peter hat sich gerade geaustet, er sagt, er trinkt gerne ein Radler. Dann sag ich, lass das schmecken, ist doch mir wurscht. Was? Servus Bürger, was hältst du vom neuen Bayern-Trainer? Ich weiß gar nicht, was Bayern für einen neuen Trainer hat. Ich weiß zwar, dass die Leute rausgeworfen haben, aber den neuen weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ganz ehrlich, es interessiert mir einen Haufen Scheißdreck, was der FC Bayern tut. Es interessiert mich nicht. Diese Mannschaft ist so bohrisch wie der Aschenbecher. Und der ist bayerischer, weil ich eine Arsch. So. Der Michi G. schreibt, Servus Bürger, sag ich, Servus Michi. So, und jetzt müssen wir da mal wieder ein bisschen runterkommen, sonst kriege ich nämlich da einen Schlaganfall. So, mir flimmert bei euch also komisches Beutel, bei mir flimmert das da so umeinander. Ist das da also? Moment, da muss ich jetzt noch mal schnell luren. Tatsächlich flimmert das bei euch auch. Warum flimmert das bei euch? Ich möchte das nicht. Solange sie aber auch keiner beschwert, ist doch mir alles wurscht. Mir ist doch im Grunde alles wurscht. Das interessiert mich doch nicht. Und allerhöchstens wird auf den großen FCB wird geschissen, ja. Ob drauf geschissen wird oder nicht, das ist doch mir wurscht. Ja. Herr Winkler, du wolltest doch aufhören mit Rauchen. Ja, das stimmt. Aber ich bin einfach zu faul. Ich bin zu faul zu wissen. Herr Trainrider, merci für dein Abo an dieser Stelle, falls du gerade zuschaust. Der Hans Wurst schreibt, habe Dere, sag ich Hans Wurst, habe Dere. Ja, Glaubanger, das haben sie sehr gut erkannt. Die Thomann-Kisten steht immer noch da und es ist ja immer noch dasselbe drin, nämlich der alte Atari, den ich immer noch nicht aufgebaut habe, sondern der da immer noch in dem Eck da hinten steht und wartet drauf, dass er aufgebaut und ausprobiert wird. Aber, wie ich es letzte Woche schon gesagt habe, ich glaube, dass ich in den letzten 3 Wochen so unmotiviert gegenüber allem, also wirklich allem, selbst am Zocken, das was ich den ganzen Tag tue, selbst dem war ich einfach zu unmotiviert. Bin einfach nur auf meiner Couch gelegen, hab irgendeinen Scheißdreck angeschaut und das war's dann. Herr Albrecht Benedikt, merci für dein Abo. Und der Herr Bushcraft hat auch gerade eins da lassen. Merci für euer Abo. Falls ihr gerade zuschaut. Cookie Games HD. Servus Ed Bürger, servus Ed Cookie Games HD. Ich schwitze schon vor lauter. Jetzt müssen wir das einmal ein wenig ruhiger angehen. Ja. Schau her. Das ist mir selbst das. Der Donnerbuddy, merci für dein Twitch-Follow. Selbst das ist was, ich weiß ja nicht, was die Leute damit bezwecken wollen, aber schreibt da, was möchtest du mir wurscht. Die Frau Fottner schreibt, 60er sind die Waren. Stimmt, weil Blau, Weiß, Bayern und so ist halt einfach nur mal Blau-Weiß und nicht rot drin. Drunter schreibt ein Herr Grimm, scheiß 60. Um ganz ehrlich zu sein, ganz ehrlich, mich interessiert weder das eine noch das andere nicht. Ist da mir wurscht. GBF3 schreibt, Roswurst Semi ist sau geil mit Senft. Ein Senft. Das stimmt, das müssen wir ab sofort übrigens auch einführen. Senf heißt nicht Senf, sondern Senft. Ja, du tust mir nur 3 Pfund Senft ein. Senft. Herr Turbanisch, merci für dein Abo. Michi G., das ist zu viel des Lobs. Merci dir. Herr Dauer, merci für dein Follow. Follow. Bierger, warst du schon einmal in Salzburg im Begriff von Bier? Nein, es ist der Inbegriff von Bier, das sind wir schon wieder da in Niederbayern. Der Herr Artmann schreibt, heute fotze ich mein Gas. Du kannst ja nicht dein Gas fotzen, da kann doch Gas nichts dazu. Also du kannst deinen Maskrug mit der Gasmaß drin fotzen. Das kannst du machen. Bürger, ich meine, der Rechner hat einen Schlaganfall, das Flimmern ist auch nicht normal, trotzdem geiler Stream wie alle bei. Das Flimmern hat aber auch, da habe ich vorher ein bisschen was umeinander gestellt, ich weiß gar nicht so recht, was das soll. Um das werden wir uns jetzt einmal kümmern. Das hat mit Sicherheit mit, ich red doch bloß Scheiße. Ich sag's euch, wie es ist, ich red doch bloß Scheiße, ich hab keine Ahnung, an was das liegt, ich stelle jetzt irgendwas umeinander, vielleicht geht's und wenn es geht, dann geht's und wenn nicht, dann halt nicht. So, konfigurieren, was haben wir da? Automatisch. So, und schon ist weg das Flimmern.
Keine Ahnung, ich hab selber was am angeschaut, aber es kaputt gemacht. Ich bin halt auch, ich hab doch keine Ahnung, was ich da tue. Herr Moritz Hengel, merci für dein Abo. So. Jetzt zwirbelt man uns mal ein bisschen an Bord umeinander. Das Flimmern liegt an deiner Lampen. Nein, das liegt mit der Bildwiederholungsrate vom Stream plus der Webcam und so weiter und von der nicht automatischen Bildlichtanpassung. Jetzt ist hier wieder hell. Ich hoffe, dass ihr das auch so seht. Ich muss schon mal. Mach mir die 4:8 Hook. Du Schlampen, Krempel, krebsinfiziertes Syphilis-Opfer. Also wer könnte ich sein? Was ist denn los mit dir? Als wo ihr endlich PayPal hob. An dieser Stelle, Herr Lieberkass, und auch gerade noch du, der schon da ist seit 2011, glaube ich. Das braucht's wirklich nicht. Lügen beide allerdings, wenn ich nicht sagen darf, merci für die 10 Euro. Jetzt, wo ich endlich PayPal habe. Das bedeutet allerdings nicht, dass du mir das Geld im Popo einschirmen musst. So. Irgendjemand hat jetzt, pass auf, jetzt muss ich muss da nochmal zurück. Jetzt pass auf. Mach mir die 4:8 Hook, du Schlampen, Krempel, Krebs, Schlappen, Krempel, krebsinfiziertes Syphilis-Opfer. Also wer könnte ich sein? Die ersten 2 Buchstaben weisen darauf hin, dass du der Marci bist. Bist du da? Bist du in Deutschland oder bist du in fucking Thailand? Oder schaut in Thailand jemand meinen Scheiß so? Dann krieg ich aber hier den völligen Schlaganfall. Wenn ich überhaupt mit dem Marci richtig bin, ich weiß nicht. M-A-R-B-O-W, C-M-O und D-O-K. Ein Paar, deine Homies sind im Arsch. Der gute alte Schüssel. Samuel Grimm, das ist definitiv zu viel des Lobs und auch überhaupt nicht wahr. So, Herr Winkler schreibt, schluck die Gas unter den Tisch rein. Du, Bürger, sag mal, kennst du einen Hans Zöllner? Und wenn ja, wärst du auch dafür, dass er nochmal Musik macht. Also selbstverständlich kenne ich einen Hans Zöllner. Ich war einmal... Erstes, hast du mal Koppel rausgekauft. Du Koppel, stehst. Viel Teufel. Ich bin mit seiner Musik auch aufgewachsen, ja. Aber jetzt noch Musik machen, ja, natürlich, macht er, glaube ich, macht er noch Musik? Ich habe ja keine Ahnung. Mit was Neuer, glaube ich, braucht er nicht kommen. Und wenn, dann macht er, das weiß er auch selber. Und wenn, dann braucht er, keine Ahnung, das ist einfach überholt, ja. Das hat vor 20 Jahren das super gut funktioniert. Wenn ein Hans Zöllner, so wie er ist oder war vor 20 Jahren, jetzt noch mal neu kommen, das wird niemals funktionieren. Niemals nicht. Dafür funktioniert aber so jemand wie ein Bibo. Das für mich, so sage ich das zumindest, das für die jetzige junge Generation, die vor 20 Jahren auf den Hans Zöllner geschaut hat, das ist ein bisschen so der Bibo. Das ist zwar andere Musikrichtung, aber es ist halt einfach ein bisschen moderner und so weiter. Da kann ich jetzt halt 24 Stunden lang drüber schmerzen. Ist eh wurscht. Ah. Ein Koppel ist ein Scheiß, wo sein Weg zum Arsch nicht weiß. Ja, das ist richtig. Das ist generell richtig. Der Ultraboost schreibt, bist aber kein echter Bayer, oder? Das darf mich jetzt aber näher interessieren, warum das angenommen wird. Weil ich Bürger heiße. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Also für die Leute, die das auch nicht wissen so und sie fragen Bürger, was hat das eigentlich zum... Ja, vielleicht wegen einem Bier. Nein, nicht wegen einem Bier, sondern weil ich halt einfach so heiß. Herr Markus Feigl, der Bibo ist voll fett, feierst du einen Bibo? Ich hab ihn einmal ganz stark gefeiert, sag ich ganz ehrlich, weil ich seine Sachen sau gut gefunden habe, vor allem die er mit dem Liquid gemacht hat, da ist auch dieser Hype erst so richtig gekommen, das war auch richtig sau gut. Hintaus, es gibt nichts Besseres wie was Gutes, war auch noch sau gut. Die neuen Sachen habe ich mir nicht mehr so gehört, muss ich auch ganz ehrlich gestehen. Was ist denn das jetzt? Was ist denn los mit dir? Was ist denn jetzt passiert? Herr Huber! Da kauft er eine halbe. Herr Huber, ich weiß zwar nicht, hast du das Battle mit dem Chinesen da eingebaut, der so Geld herschiebt? Ich war das nämlich nicht. An dieser Stelle ein fettes Merci für den Euro. Kauf mir eine halbe. Ja, kauf mir eine halbe. Wirst du schon sehen. Warte, bei Frauen und bei Damen macht man die Ausnahme. Frau Rebecca Valenta, hi, ich bin Bäcker, kannst mich grüßen. Sag ich, grüß dich, ich bin der Bürger, ich grüß dich. Herr Eigner, was ich verdicht und ergreifend halte, da fangen wir jetzt lieber nicht an. Lieber nicht. Spinnt wie Senft. Django 3000, kannst du die Musikband?
Die Musikband Dicht und Ergreifend kenne ich. Ja, aber bitte sparen wir uns jetzt die Dicht und Ergreifend Scheiße. Was hat er gesagt? Ich weiß nicht. Das ist ein anderes Thema und da mag ich nichts anfangen. Kennst du einen Poppy? Ja, freilich kenne ich einen Poppy. Neben mir die einzig lustige Person in Bayern. Nein, natürlich nicht. Hey, Eisenberger schreibt Servus, sag ich. Servus. Heute Bixen einmal ist wieder dazu. Was Bixen einmal wieder dazu? Mit der Bixen, was heißt, mit der Bixen habe ich allgemein nie so viel Kontakt gehabt, eher mit ihrem Freund. Mit dem habe ich aber auch nicht mehr so viel Kontakt. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Die ganze Musikgeschichte ist momentan sowieso so ein bisschen auf Eis. Ja, so ein bisschen auf Eis. Machen wir was anderes, das machen wir bloß noch einen Blödsinn. Das gefällt mir viel besser. Ich glaube, das gefällt euch viel besser. Wer weiß schon. Und wenn ich mal irgendwann Bock auf Musik machen habe, dann komme ich und mache Musik. Ganz einfach. Was heißt denn immer waschen? Ja, der mag da nicht mehr waschen, mag ich nicht mehr, du bist halt nicht mehr der Jüngste. Herr Elias Brosch, das haben Sie sehr gut erkannt. Das liegt aber auch an meinem mächtigen, überdimensionellen Bart, dass ich ausschaue, als wäre ich schon 40. Ich gehe aber schon viel länger nicht mehr im Fasching, weil mir die Scheiße voll anfängt. Früher aber natürlich schon. GBF3, kennst du einen Bavarian Blogger? Ich weiß, wer der Bavarian Blogger ist, also ich kenne seinen Kanal, aber ihn selber kenne ich nicht. Ich mag jetzt auch einfach mal ganz frei behaupten, ich bin doppelt so alt wie der. Woher sollte man uns kennen? Aber der Herr Birger hätte er als Video für dich und kannst begrüßen. Herr Robert Stobitzer, das kann ich machen. Und was für ein saugeiles Video hat er noch für mich. Bist du im Dingolfinger Kirche? Das glaube ich eher weniger. Weiß ich noch nicht, und wenn, dann ganz spontan und dann bin ich auch ganz furchtbar wieder weg, weil ich mir jetzt ja irgendwie einsitze und dann merke so, ich mag da eigentlich gar nicht sein. So, dieser kleine Gruß an irgendjemanden im Channel, der jetzt da geschrieben hat, der heißt nicht, dass jetzt alle auf einmal schreiben, bitte grüß mich und grüß den und grüß sonst irgendjemanden. Ich grüße einfach alle gleichzeitig, habe Ehre, ab jetzt werde ich die Sachen einfach überlesen. Herr Leberkas, ich warte bis ein Remake vom Bierfest kommt. Da schreiben mir tatsächlich heute noch relativ viele Leute an. Auf das Wort ehrlich gesagt, ich bin nur zu faul. Ansonsten, meine sehr verehrten Damen und Herren, hat eigentlich irgendjemand das Thumbnail also das Vorschaubeutel von dem Stream gesehen? Beziehungsweise gelesen, was im Titel steht und um was es mir heute eigentlich überhaupt geht? Herr Alexander Lohr, was sagen deine Leute zu die langen Haare? Herr Alexander Lohr, wenn du gerade zugehört hast, dann kannst du wahrscheinlich feststellen, dass ich wahrscheinlich nimmer 18 bin oder jünger und ist mir scheißegal, was meine Leute zu meinen langen Haaren sagen. Bepplei Speider, was hältst du vom neuen S- und Horrorfilme generell? Das ist eine schöne Frage. Weil ich nämlich in den letzten 3 Wochen, wo ich so dermaßen stinkfaul war und nur auf der Couch gelegen bin, habe ich mir tatsächlich mit der Frau einen Haufen Horrorfilme tatsächlich angeschaut und habe leider Gottes festgestellt, dass einer schlechter ist wie der andere. Und dass man da ziemlich schnell abstumpft und ich irgendwie Horrorfilme dann scheiße finde, ab dem Zeitpunkt, sobald man weiß, was da die Angst verursacht. Ja, solange man nicht weiß, was das ist, so wie das in Paranormal Activity zum Beispiel ist oder war vor 10 Jahren, das waren so die. Der war richtig böse. Der neue S ist für mich kein Horrorfilm nicht, das ist eher so ein Psycho-Shit irgendwie, weil da wird der, wie soll ich sagen, da wird nicht so Angstspannung aufgebaut, dass die halt immer in Sie-Zeit druckt und dass da halt irgendwie dass du halt irgendwas fürs Gesicht halten möchtest. Dieses Gefühl quasi nicht erzeugt, sondern dafür ist der Clown an sich. Mir hat's schon ganz schön gerissen, muss ich sagen, wie er am Anfang aus dem Ding aus dem Gully rauskommt und beißt wirklich ersichtlich den Burm einen Arm ab und zirkt ihn dann eine. Da habe ich nicht damit gerechnet. Das ist, also ich finde den neuen S nicht schlecht. In kurz und knapp, er ist auf alle Fälle wert, dass man sich anschaut. Und das habe ich schon lange nicht mehr gesagt beim Film. Ja, Alexander Moritz, merci für dein Abo. Kennst du einen Heider und einen SEO? Einen Heider kenne ich natürlich, aber einen SEO kenne ich nicht. Gibt da einmal in YouTube SpongeBob Bayerisch Schweiz rein und dann schaut er das Video an mit Wikinger. Herr Stobitzer, das ist zu 99% Sicherheit, das ist vom Vollgerät und die habe ich fast alle gesehen. Meinung zum Heider, wenn du ihn kennst, macht eine super gute Arbeit.
Der macht auch ganz was anderes. Der macht natürlich Gaudi und Blödsinn, aber der macht's nicht jetzt in dem Sinn wie ich. Ich mache alles auf Bayerisch. Ja, ich werde nie anfangen und irgendeinen Scheißdreck auf Hochdeutsch machen. Er macht das schon. Ist auch vollkommen in Ordnung. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Sein Programm ist unterhaltsam. Ansonsten hätte er auch nicht über 300, 400.000 Abonnenten. Ganz einfache Geschichte. Shutter Island ist und bleibt ein guter Film. Das stimmt, aber beim ersten Mal anschauen ist er am besten. Wenn du ihn dann schon kennst, dann muss 2, 3, 4 Jahre müssen vergehen und dann kannst du dann wieder anschauen. Ja. So, jetzt müssen wir da einmal hier das Mikrofon platzieren. Jetzt werde ich mal wieder allen Regeln, die Regeln werden wir jetzt da sauber wieder unter den Teppich einkehren, weil das sage ich irgendwie mittlerweile jetzt sowieso beim jedes Mal. I, Sheldon Cooper, 25,000 Subscribers. Merci für die Abo an dieser Stelle. Ja. Der Mortal Diabol schreibt, was hältst du von Dunkirk? Ey, ganz ehrlich, da bin ich dann aber auch so ehrlich, Dunkirk ist für mich der schlechteste Drecksfilm, den es dieses Jahr gegeben hat. Der ist so beschissen langweilig, wird in die Höhe gehypt ohne Ende und ich sitze da, schau mir den Film an und dann ist er gegangen und ich bin so da gesessen und denke, was habe ich mir jetzt eigentlich angeschaut? Passiert da mal irgendwas? Ich weiß nicht. Also keine Ahnung. Also ganz ehrlich, von Dunkirk war ich so massiv enttäuscht, dass ich fast in die Hose geschissen hätte. Weil wir konnten den Film irgendjemand gut finden. Bloß weil es ein Kriegsfilm ist. Bäh. Da krieg ich jetzt bei so Wacht. Wer spielt mit? Wie heißt der? Der Bane aus Dings. Wie heißt der denn? Wie heißt dann, ist er jetzt auch vollkommen wurscht, der Pilot in Dunkirk, der sitzt dann drin und so, wow, da spielt der Schauspieler mit, ja, brutal geil, und dann sitzt er in seinem geschissenen Flieger drin und hat die ganze Zeit die Masken auf. Dass man nicht sieht. Da bin ich da gesessen, aber ich möchte mich verarschen. Und da hätte man irgendeinen Vollidioten einsitzen können. Den kann ich nicht nach seiner schauspielerischen Leistung beurteilen, wenn er den ganzen Tag im scheiß Flieger drin sitzt, mit der scheiß Gasmasken auf und labert irgendwas. Akada One, merci für dein Twitch-Follow. An dieser Stelle! So. Ich weiß ja, wie fragt man nicht noch einmal, Alter. Aber wie alt bist du denn jetzt eigentlich? Irgendwas zwischen 12 und 46. So. Was machst du, wenn der langweilig ist? Hä? Ich spiele meistens dann Computer, der schießt Leute im Internet, oder? Schau mal, ich befasse mich sehr viel mit Film und Popkultur. Nehmen wir es so. Brezensepp! Merci für dein Abo. Brezensepp. Bist schon mal mit einem fetzen Rausch heimgefahren? Manuel Zimbürger. Muss ich da jetzt ehrlich sein? Nein, muss ich nicht. Soll ich auch nicht. Aber, da ich der Meinung bin, das merkt ihr sofort, wenn ich da als Liegen anfange. Ein einziges Mal, ja. Und es war die schlechteste Entscheidung meines Lebens. Mir hat natürlich keiner gesehen und so weiter, aber im Nachhinein, wenn du dann nüchtern bist, kannst du dich natürlich daran erinnern. Und dann wird dir sehr, sehr schnell bewusst, dass das ganz schön knapp und dumm war. Milchschnitte 65, merci für dein Abo. Und der Gescha, merci für dein Twitch-Follow. Der Destiny of MXT schreibt, was ist das für ein Mikrofon? Das erzähle ich gern, weil das ironischerweise ziemlich lustig ist. Das Ding habe ich übrigens am Kumpel gekauft mit so einer Soundbox dazwischen, USB-Soundbox, damit man das überhaupt am PC anstecken kann. Ironischerweise, muss ich selber überlegen, heißt dieses Mikrofon nämlich Justin. Und auf Justin Mini Big JM440. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, ob das gut ist oder schlecht ist. Ist mir scheißegal. Hauptsache es macht einen einigermaßen brauchbaren Ton. Und den Ton macht es einigermaßen brauchbar. Für mich gelangt der überall hin. So. Woher kommst du noch eigentlich? Ich komme aus der Nähe von Ringsburg. Herr Maxi02. Grüß nach Ringsburg. Das erkläre ich jetzt einmal. Für das habe ich ein Video gemacht. Das heißt Stammtisch Schmicker. Eine Fragen. Da ist das erste, was ich beantworte. Die 3 Standardfragen, die mir am Tag 400 Mal gestellt werden. Wer das wissen möchte, schaut sich das bitte an, ansonsten werde ich das heute einmal beantworten. Ich wohne in Landau. Das war's dann. Der Zweitakt-Riders schreibt, Birger, du stinkst. Sag ich, schön gesehen. C4 Camper 222, merci für dein Twitch-Follow. Weil wir mir gerade so viele Twitch-Follows da haben. Jetzt muss ich erstmal was schauen. Wir haben 110 Leute auf YouTube und 13 auf Twitch. Die meisten werden sich jetzt fragen, hä? Wie? Twitch und YouTube? Ja, ich stream jetzt gerade in diesem Moment, so wie immer, gerade zeitgleich auf YouTube und auf Twitch. Wen neben meine How-To-Blödsinn-Sachen und sonst irgendeinem Bullshit meine Zockerei interessiert, wenn ich mal zock und da Blödsinn mache mit Kumpels spiele oder sonst irgendwas, der kann gern mal auf Twitch vorbeischauen.
Wie schon wieder heißer. Hast du, haben wir einen Dreh schon. Jetzt muss ich dann das Thema umschwenken, weil wenn ich noch weiter so viel schmerz, dann ist hier Achterbahn. Wobei man mittlerweile schon wieder, das erkläre ich nachher. Jetzt muss ich mir erst einmal Zigaretten anzünden. Hauptsache die Raucharbeit zum Ozean kümmere ich sowieso nicht. So, jetzt werden wir wieder erst einmal das Glasl schwenken. Falls jetzt ein paar Leute fragen, weil ich gerade angefangen habe mit dem Twitch-Scheiß. Wo finde ich den auf Twitch, wenn ich Birger eingebe? Da finde ich gar nichts. Ja, weil der Name schon vergeben war. Dann suchst du nach Birger zockt. Zusammengeschrieben. Und dann sollst du es finden. Ihr kennt es ja auch an meinem Logo, das ich auch in YouTube habe und in Facebook habe und sonst irgendwas. So. Hey, bist du noch oben live? Resi, Smiley, ja, ich bin oben noch live. So lange haben wir noch gar nicht live, weil es ist erst eine Dreiviertelstunde vergangen. Wobei die schon wieder vergangen ist, wie im Flug, wenn es mich fragt. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Alexander Hasler, zockst du LOL? Ja, zocke ich, aber nicht mehr so aktiv, wie das mal war. Und wenn ich zocke, dann nur noch Arams. Hauptsache, du brauchst eine halbe Stunde für einen Cover. Bei welchen EDM-Fan, das hast du schön gesehen. Hey, sag mal, schäbert eigentlich das jetzt mal, wenn ich da ein Mikrofon umeinander zuzelt? Oder ist es aushaltbar? Also recht ausschlagen tut's nicht. Na, müsste schon passen. So. Der Cover war übrigens auch schon kalt. Und hat ein wenig Lack geschmeckt. Darf man sich die Frage erlauben, warum du nicht das Headset-Mikro hernimmst, anstatt von der Nudeldosen vor deinem Gesicht? Weil dieses Headset-Mikrofon eine dermaßen beschissene Qualität an den Tag liefert, das hört sich an, als da die nicht bloß im Bad sitzen, so umeinander hallen tut das, sondern da die in der Kloschüssel drin sitzen und der Deckel ist zu. Und das da macht einfach eine bessere Qualität. Ganz furchtbar einfach. So, jetzt werden wir uns da mal eine Zigarette entzünden. Sonst da hier Luft kriegen. Das ist ein Schmarrn. Elias Eigner, was ist dein Lieblingssenf? Was werden noch gerade mein Lieblingssenf sein? Der Händel mal selbstverständlich. Irgendjemand hat mich auch gerade gefragt, ob ich die ganzen Senfsorten, die mir der Händel mal zugeschickt hat, schon probiert habe. Muss ich ganz ehrlich auch sagen, nein, habe ich noch nicht. Ich mag die nicht alle gleichzeitig aufmachen, weil nämlich da geht dann die Hälfte kaputt und das mag ich nicht. Das mag ich nicht. So, jetzt wo der wir die Zigaretten hin. Vielleicht sollte man es auch richtig anzünden, dann geht das vielleicht auch. So, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich weiß eigentlich schon wieder gar nicht, jetzt haben wir so weit wie das. Ja. Poffis, der Birger, ich gehe gleich wieder Star Wars Battlefront Beta zocken. Stimmt, die fangen heute an. Verdammt, habe ich vergessen, aber zum Lohn. Werde ich wahrscheinlich jetzt dann gleich machen, wenn wir aufhören zum Streamen. Fang da lieber als Schnupfer an. Ich habe schon so viele Alternativen ausprobiert und nichts funktioniert. Die nächste kommt jetzt dann bald. Schauen wir mal. Raucher trinken ein Ettinger, stimmt. Und Nichtraucher trinken gar kein Bier. Noch viel schlimmer. So. So. Ich wollte ja heute eigentlich ganz was anderes machen. Jetzt schwenken wir mal um vom Blödsinn Schmerz auf, was ich euch eigentlich heute verzeihen wollte. Ja? Ich weiß ja, da ist der harte Kern im Livestream, ist dann der harte Kern da. Natürlich schwappt immer wieder ein paar Leute rein, die irgendwie ein neues Video auf einer Abo-Wand sehen, glaube ich, wenn ich live bin. Ich weiß es nicht. Und die meisten, die das nicht interessiert, die gehen ja gleich wieder, aber irgendwie bleiben die ganze Zeit konstant so 120 bis 150 Leute die ganze Zeit da herin. Und die Leute, die von Anfang an da sind, das ist ja der harte YouTube-Kern. Ich nenne euch jetzt halt einfach einmal der Fan-Kern. Und da habe ich mir gedacht, wenn man das denen vorab ein bisschen erzählt oder zeigt, dann schaut das nicht. Vielleicht kriege ich dann für mich, weil ich ja diese unmotivierte Phase gehabt habe, wie soll ich sagen, so ein bisschen ein Motivationsschub, dass ich weitermache. Weil ich ziemlich schnell gemerkt habe, was ich da machen wollte, ist so beschissen viel Arbeit, dass ich da auf überhaupt keinen Fall jede Woche ein Video bringen kann. Also überhaupt gar keinen Fall nicht. 2 Wochen, wenn du mich fragst, auch nicht. Und jeden Monat mag ich dann aber irgendwie auch nicht. Ja? Weil damit ich das fertig kriege, da darf ich in der Zwischenzeit hoppala, so Schüler Koppel rausgehauen. Ist nicht so schlimm, ist ja nichts passiert. Ein Feio habe ich gerade gesehen in Twitch, habe die Ehre, auch ein Mann der ersten Stunde. Und wo waren wir jetzt? Genau. Das ist so beschissen für, dass ich nichts anderes mehr zustande kriege. Aber irgendwie, denke ich mir, es ist sehr interessant, in den letzten 2-3 Monaten
sagen wir jetzt einmal so, wo meine Abozahlen so groß wurden, sind so groß, wie es jetzt sind. Für mich sind es groß, ja, die sind riesengroß. Ich kenne mich sowieso überhaupt keinen Stecker nicht aus. Kann man schon so ein bisschen beobachten, ohne das jetzt best zu meinen, das ist mir völlig wurscht. Ich mache auch 90% nach von irgendwo und erfinde dann meinen Blödsinn oben drauf. Wie man dann so schön beobachten kann, dass auf einmal andere rein bohrische Seiten ähnliche Sachen machen. Auf einmal streamen, auf einmal Merchandise-Shops haben und was weiß ich, was alles für ein Blödsinn. Aber das ist ja völlig wurscht, das meine ich gar nicht besser. Aber eine kleine Sache, die ich gerne machen und davon träume ich mich schon, seitdem ich ein kleiner Bub bin oder seitdem ich das erste Mal Zeichnen ganz geil gefunden habe. Nämlich eine eigene Zeichentrickserie. Ich bin so da gesessen, Herr Tobi Schmidt, merci für das Abo. Und meine ganze Sache und meine ganze YouTube-Geschichte hat ja auch angefangen mit Synchros. Ja, bohrische Synchros, bohrisch vertonen, bla bla bla. Die viele werden wahrscheinlich kennen, Bavarian 300, mit dem hat es angefangen, das Ding ist 7 Jahre alt oder 6 Jahre alt, mit Bavarian Sepp ist weitergegangen und überhaupt und sowieso. So, dann merkt man auch jetzt, ja, das macht jeder Vollidiot, der irgendwie ein bisschen Videos schneiden kann und sonst irgendwas und vorhat sich einen YouTube-Kanal zu machen und so weiter, macht dieselbe Scheiße, ja. Ich sag immer nur den ganzen Tag scheiß Spongebob, behinderte Synchros und so weiter, das ist schon ein, zweimal ganz lustig oder vielleicht auch 5-mal, vielleicht auch 10-mal, aber ganz ehrlich, nach dem 10. Mal dieselbe Scheiße, wo gibt's ein scheiß Gasmaß für 4,50 oder saufen Bier und bla und die labern irgendeinen Dreck Minuten lang, irgendwann langweilt's mich und dann hab ich auch keinen Bock mehr, dass ich mich hinsitze und ein Bavarian Sepp mache und mir da mir gebe und was weiß ich, weil es ja jeder Depp macht, ja? So. Dann bin ich da gesessen und hab irgendwann einmal so überlegt, warum eigentlich nicht selber Figuren erfinden, selber zeichnen, selber vertonen, Geschichte erzählen und da halt so wirklich so weit, dass meine Fähigkeiten Daten vielleicht schon mehr zulassen, dass das alles besser ausschaut. Aber das habe ich sehr schnell in den letzten 4 Wochen gemerkt, dass ich das ein bisschen auf der Qualität leidet dann da drunter. Die Qualität leidet dann ein bisschen drunter, dass ich das halt runterbringen muss. Ja, wenn ich allein einen vollwertigen Zeichentrickfilm zeichnen müsste, dann sitze ich an einer Folge, die 3 Minuten dauert, sitze ich ein halbes Jahr. Das ist nicht machbar, ja. Zeichentrickserie, rede mal mit der Cold Mirror, die macht ziemlich geilen Scheiß. Gentlemen, da haben wir jetzt schon sehr nah dran. Das ist der Teil, wo ich vorher gesagt habe, selbstverständlich lassen wir die Sachen auch nicht, wo alles das hat schon mal irgendjemand gemacht. Und Cold Mirror ist da unter anderem eine sehr große Inspirationsquelle. Das ist ganz, ganz, ganz richtig. Die macht das genau. Das ist im Prinzip ein Hörspiel mit einfachen Beutel. Und das möchte ich machen. Und da habe ich auch schon angefangen. Ich habe schon ziemlich viel gezeichnet und Klump und Scheiß und Klump und was weiß ich, was soll ich sehen. Und bin da gesessen und habe einfach einmal gemacht. Und heute habe ich mir irgendwie den Entschluss gefasst, heute habe ich das erste Mal angefangen zum Animieren. Ja genau, ich sag bloß Star Space. Ganz ehrlich, wer da nicht lacht und wer das nicht gut findet und so weiter, selbst wenn er das nicht lustig findet, das ist einfach gut gemacht. Ja, das macht eine Person. Das ist ganz furchtbar brutal. Das ist so schweinefeil Arbeit, dass das den Hosen scheißt. Und ich habe halt auch noch was gesucht, da wo ich mir denke, wenn ich das mache, das macht man halt so schnell wahrscheinlich auch keiner nach. Ja? Erstens, weil es so viel Arbeit ist, dass den Hosen scheißt. Und das hält mir auch gleichzeitig ein bisschen davon ab. Weil ich mir denke, da steckt so viel fucking viel Arbeit drin. Ich tat so gern, aber ich tat in meinem Leben auch noch gern was anderes. Und ja, ich weiß jetzt halt auch nicht. Ich erkläre das jetzt einmal folgendermaßen. Ich rauche jetzt die Zigaretten noch fertig. Bis dahin philosophiere ich da noch ein bisschen drüber. Der Titel der ganzen Geschichte ist nämlich folgender. Es geht grundlegend um einen Massmo. Der Massman heißt aber mittlerweile Massmo. Und um einen Bogfotzenbazi. Ursprünglich ist mir die Idee so gekommen, so, ja, machst du halt so eine Superhelden-Adaption, ja, der Massmo ist voll brutal. Der ist voll stark und so Popeye-mäßig, wenn er sich ein Vollbiermaß einlenkt, dann wird er noch voll brutal stärker und vermöbelt preisen, die den ganzen Tag nur Scheiße labern oder Scheiße machen. So, das ist so das Grundding. Dann habe ich mir irgendwann gedacht, so, ja, er braucht aber einen Sidekick auch noch, das ist dann der Bogfotzenbazi. Der verdammte Bogfotzenbazi ist dann sein 12-jähriger Freund, der den ganzen Tag, also das ist er mittlerweile, ja, ich erzähle jetzt, wie diese, das ist jetzt wieder, wie soll ich sagen, das ist jetzt eigentlich schon die zu Ende geführte Geschichte. Das hat sich ja viel anders entwickelt. Da denke ich ja nicht erst seit letzter Woche nach oder seit 4 Wochen drüber nach, schon so seit Ewigkeiten. Aber ich habe es endlich einmal geschafft, einmal irgendwas zu Papier zu bringen, nämlich,
ja, was zum Zeichnen, die erste Folge nieder zum Schreiben und zum Konzipieren, sogar schon einen Ton davon aufzunehmen, was wird geschmerzt, wer schmerzt und so weiter, die ganzen Charaktere und so weiter. Und ich habe also sogar schon angefangen zum Zeichnen. Gleich vorweg, ich werde euch nichts Animiertes zeigen. Ja, ich mag nicht spoilern. Ich werde euch auch nichts von der Geschichte, die da in der ersten Folge abläuft, sagen und so weiter. Ich zeige euch bloß ein paar Zeichnungen, so wie ich mir das vorgestellt habe. Und das war's dann heute auch schon wieder. Habe ich mir jetzt in dieser Stunde, wo wir jetzt online sind, habe ich mir ein bisschen wieder umentschieden. Eigentlich wollte ich mit euch im Livestream zeichnen. Ja? Wie lang geht schon der Stream? Der geht schon 55 Minuten exakt jetzt. Und ich habe mir vorher gedacht, so, eben wie ich da gesagt habe, ich bin schon eine Stunde vorher da gewesen, bevor ich angefangen habe zum Streamen. Hab eigentlich heute gar nicht vorgehabt zum Streamen. Hab dann ein bisschen gezeichnet und hab dann Münder animiert und so weiter und hab die Typen ein bisschen animiert und so. Und hab dann ziemlich schnell gemerkt wieder, endlich ist mir wieder eine motivierte Stunde da, wo ich tue. Und ich tue das jetzt halt einfach einmal her. Wie kann ich das da groß ins Ding rein tun? Machen wir jetzt einfach so. Bild. Tun wir das als Bild? Nein, das tun wir nicht als Bild. Das tun wir so. Genau. So, pass auf. So, Tests. Ja, da kann ich ja ein bisschen was sagen jetzt dann, wie ich da angefangen habe, Konzeptzeichnung und den ganzen Scheiß und so weiter und wie ich mir das vorstelle. Mehr mag ich aber heute schon gar nicht verraten, weil ich mich da jetzt einfach spontan dagegen entschieden habe. Weil vielleicht wird die erste Folge doch schneller fertig, als ich das dachte. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Videoaufnahmegerät, na, Bürgerwehr.de-Logo, na, das brauchen wir auch nicht. Test und so. Da haben wir es. Ja, das Bürgerwehr-Logo, das tun wir aus, das brauchen wir jetzt nicht. So. Ich mache jetzt das da einfach einmal groß. Und so schauen es aus. Ich schweige jetzt einfach, ich lasse es jetzt einfach mal da. Der Gentleman hat sehr gut erkannt, wo ich meinen Zeichenstil zum größten Teil abgeschaut habe. Ja, der Herr Dark Siffler hat es ebenfalls erkannt. Das hätte ich jetzt sowieso dazu gesagt, ich hätte jetzt nicht versucht, dass ich gesagt hätte, das habe ich selber erfunden da, ja. Ich sehe da einen bayerischen Rick und Morty raus. Das Paul hat es auch erkannt. Ja. Ich sehe schon die ersten, das war mir ja völlig klar. Man kennt mittlerweile Rick and Morty ja. Ich feiere Rick and Morty wie die Hölle. Und der Zeichenstil erinnert sehr, sehr stark dran. Ja? Ich habe schon sehr viel davon weggemacht, ja. Weil irgendwann kommst du aus dem Zeichenstil nämlich nicht mehr raus. Und, also pass auf, kann ich da irgendwie einer zoomen? Ja, da können wir mit gehen. Und da sieht man dann einmal, wie ich da so ein bisschen angefangen habe, sieht man das? Ja. Nicht so hundertprozentig, schieben wir es ein bisschen rum. So habe ich da damit angefangen, das einfach einmal zu nehmen. Verschiedene Gesichtsausdrücke. Ich finde ganz massiv, der massivste Hinweis, wo man das sieht mit dem Rick and Morty. Ich hab sogar meinen Rick and Morty Pulli an. Rick and Morty ist einfach geil. Guck mal, jeder, der Rick and Morty nicht kennt, kann sich das ruhig mal anschauen. Bombengeilster Scheiß ever. Der Wehmund, ja genau, genau auf den Wehmund wollte ich jetzt hinaus. Der Gentleman hat das sehr gut erkannt. Die massivste Ding, wenn du Rick and Morty kennst, ist die eindeutigste Goschen, nämlich folgende, nämlich die da, dieser komische Video, wenn es halt so da ist, so. Ich weiß gar nicht, wie ein echte Goschen ausschauen soll, aber völlig egal. Und ja, so habe ich das halt gemacht. Bin hergegangen und habe diesen Zeichenstil einigermaßen adaptiert. Und nach dem Gesicht, was ich aber ganz ehrlich gestehen muss, ist, ich habe mir nur den Kopf da herum, den ersten Kopf, beziehungsweise den der Körper da aufhat, das ist der erste Kopf, den ich mir da abgeschaut habe. Ja, den habe ich mir sehr ähnlich abgeschaut vom Zeichenstil. Ich habe halt versucht, das so einfach wie möglich zu halten. Das ist mir dann ziemlich schnell in den Sinn gekommen, dass das halt animierbar bleibt. Ja, das ist das Schwierige. Ich muss ja theoretisch, das möchte ich halt. Das tut zum Beispiel, das ein Cold Mirror nicht. Jeder, der Cold Mirror Star Space kennt, die tut das nicht. Dass ihre vertonten Sachen,
dass da zum Beispiel die Charaktere einen Mund bewegen. Warum tut sie das nicht? Weil das schweinefeil Arbeit ist. Und das habe ich vorher gerade vor einer Stunde oder vor 2 Stunden mittlerweile jetzt gerade gemerkt, ja, das ist schweinefeil Arbeit. Dann müssen sie die Augen nur ein bisschen rieren und was sowieso überhaupt nicht möglich ist. Jetzt nur mehr angenommen, ich bin jetzt der Massimo, ich sitze so da und ich rede, dann ist bei der richtigen Zeichentrickserie, dann bewegt sich der Mund, dann bewegt sich der Kopf immer mal und dann wird mit den Händen umeinander gefuchtelt und das ist flüssig, ja. Hey, das ist überhaupt nicht möglich. Da brauche ich 10 Minuten, für 10 Sekunden, wo sich so ein Charakter bewegt und was sagt. Hey, da brauchst du, keine Ahnung, 100 verschiedene Battle und da sitzt du allein, ein Jahr dort, ja. Deswegen sitzen hinter Rick und Morty ja nicht bloß eine Person, sondern halt ein paar Zehnermannschaften und fertig. Was nimmst du zum Animieren? Ich habe mir neulich Moho 12 gezogen, aber das ist ein bisschen scheiße. Um ganz ehrlich zu sein, ich zeichne tatsächlich, also ich nehme nach wie vor auch das Programm her, das ich für meine How-Tos hernehme zum Animieren. Ich wechsle im Prinzip bloß Battle aus. Und so ganz einfache Animationsgeschichten haben da auch machbar mit Zooms und so weiter, dieses Programm für mich übernimmt. Aber ansonsten ist das alles schon sehr klassisch, dass ich das von Hand zeichne, am Computer natürlich. Und dann, ähnlich wie es Technik in South Park ist. South Park kennt wahrscheinlich auch die meisten, das ist auch nichts anderes wie Legetechnik. Und so mache ich das da auch. Das Einzige, was ich animiere, ist Augen, Gestik und Mund. Und dass sich der Körper und Kopf ab und zu einmal, wenn was gesagt wird, ein bisschen bewegt. Das war der Plan. So, und weil ich jetzt gerade gut drauf bin, sollt ihr die ersten 5 Sekunden, die ich habe, ja, die habe ich nur schnell hingeschissen und habe einfach einmal nur ausprobiert. Die habe ich da herin einmal zusammengebaut. Jetzt muss ich bloß schnell schauen, seht ihr das? Ja, Massimo, habe ich, hoppala, das brauchen wir jetzt nicht mehr. Die anderen Konzeptzeichnungen, die ich habe, das zeige ich dann noch schnell her und dann werde ich mich wahrscheinlich im Stream schon mal wieder verabschieden. Aber das kann man jetzt nochmal da hinschauen. So, sitzt der Massimo, sitzt da in, ich hoffe, er kennt mir, bevor ich das jetzt sage, das ist ja schon mal die erste Frage, erkennt mir, was der Massimo da tut? Was tut der Massimo da? Weiß jemand, was der Massimo da tut? Kann man das etwa schreiben? Das war super. Währenddessen zählt mir neue Zigaretten, aber die ist einfach verraucht. Oder du machst den ganzen Scheiß in Sony Vegas, das ist nicht Saudi Arbeit, das ist kein Sony Vegas, das ist Adobe Premiere. Und selbst wenn du ein Animationsprogramm hast, du musst trotzdem jetzt Battle, wenn das so ausschauen soll, musst du selber zeichnen. Das übernimmt kein Animationsprogramm dieser Welt für dich. Vor allem nicht in dieser Legetechnik. Das ist jetzt halt, ich mag euch jetzt halt auch nicht langweilen, jetzt halt langweilen, wie ich mir das vorstelle. Das wird mit der South Park Legetechnik mache ich das. Damit das auch so ausschaut, wie es ihr letztendlich haben möchte. Ich möchte es eigentlich viel brutaler ausschauen lassen. Ich meine jetzt so, wenn das ein einzelnes statisches Battle ist, das ziehen wir jetzt mal schnell ein bisschen größer, damit man das vielleicht ein bisschen besser sieht. Hoppala, das war falsch. So, dann wieder da. Dann schaut das schon viel besser aus, wie ich mir das überhaupt gedacht habe, ja. Und man sieht's. Ja, er hockt halt am Stammtisch im Wirtshaus, passt, er hockt im Wirtshaus und wartet auf sein Händel. Oder halt irgend sowas, ja genau. So, jetzt mirk auf. Saufen im Wirtshaus auf einem Maß werden, vielleicht sind die auf den Wirt werden. Weiß jetzt nicht, ist ja wurscht. Aber man erkennt auf alle Fälle schon einmal, dass er da dort sitzt. Ich habe auch vorher irgendwo gelesen, irgendjemand hat erkannt, dass er einen massiven Ansatzarm hat. Er hat den brutalsten Ansatzarm der Welt. Und was er übrigens noch kann, ist, wenn er dann seine Superkräfte kriegt, und die erste Folge erklärt ja vielleicht, wie er seine Superkräfte kriegt, aber im Detail werde ich das jetzt nicht verzeihen. Wo waren wir? Genau, am Schluss kann er dann nämlich Massen so dermaßen scharf werfen, dass du sagst, die fliegt in Übermaßgeschwindigkeit. Da muss ich selber schon wieder lachen, weil es so Gott dermaßen behindert ist, dass das in absoluten Blödschiss untergehen wird. Ja, alles. Da wird es nur um kompletten behinderten Scheiß geben. So, ich lasse jetzt einfach einmal, jetzt pass auf, ich muss da jetzt erst einmal selber herdrucken. Ich glaube, es sind die ersten 7 Sekunden. Ja, wie ich mir das am Anfang vorstelle, da steckt schafft natürlich viel Arbeit drin, aber das ist, so bleibt es nicht. Ob ich so vielleicht lasse ich es so, weil so bleibt die Arbeit überschaubar. So kann ich das machen, ist trotzdem massiv viel Arbeit, aber so schaut das dann aus. Jetzt pass auf, ich drücke jetzt einfach mal auf Play und schau, was da passiert. Also weißt Manni, ich bitte dich echt schön. Du horrige Wurst hat jetzt gelangt's dann, gell? Du hast Pfeifen schon Pflegel, jetzt ist Sperrstunde. Außerdem ist Dienstag mitten in der Nacht, da musst du in die Frühschicht, ob du magst oder nicht. Hast du schon 12 Massen in der Fotzen, wie sollst du da oben die Sitze in den neuen 3 bauen, ohne dass Leute sterben? Das ist ja mir völlig schleierhaft.
Ey, Fix Kirgel, du lästiger Dreck, ey, schwerst und So, mehr mag ich schon gar nicht herzogen. Ihr habt es jetzt mit Sicherheit gerade gesehen. Da am Anfang bewegt er seine Goschen. Das lasse ich auch gerne nochmal durchlaufen, weil ich selber gerade überrascht bin. Ich sehe das jetzt auch im Prinzip. Das habe ich wirklich eine Minute bevor ich angefangen habe zum Streamen, habe ich das schnell zusammen animiert mit dem Mund und so weiter und so fort. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt habe ich so einen motivierten Moment, dass ich mit euch im Stream die Münder ein bisschen schöner zeichne, die da drüber gelegt werden und was weiß ich, was alles für ein Scheiß. Jetzt pass auf. Lass uns nochmal laufen, weil ich selber wirklich gerade den Eindruck habe, es schaut wirklich besser aus, als ich jemals gemeint habe, dass es ausschaut. Jetzt bei so. Also, weißt du, Manni, ich bitte dich echt schön. Du horrige Wurst hat jetzt gelangt's dann, gell? Du hast Pfeifen schon Pflegel. Und dann ist schon gut. Das war's. Aber so ist der Stil. So funktioniert er im Prinzip South Park, ja? Okay. Ich hab noch nicht mehrere wie 7 Sekunden, deswegen ich gerne mehrere herzeigen und so weiter. Ich hab schon mehrere verloren, wie ich wollte und so weiter und so fort. Das Problem ist, ich muss jeden einzelnen Mund extra zeichnen. Der Anfang ist so schwierig. Die Augen, vielleicht habt ihr es gesehen, die Augen schauen ab und zu hin und her, verändern sich, die Mimik verändert sich. Das muss ich alles das erste Mal zeichnen. Und das erste Mal zeichnen ist richtig, richtig fucking viel Arbeit. Wenn ich das dann aber mal hab, so glaube ich, so weit bin ich halt noch nicht, ja? Wenn ich das dann einmal hab, dann glaube ich, dass zukünftige Folgen einfacher werden, weil ich die Münder, die labern, nicht alle neu zeichnen muss, sondern bloß nur animieren muss. Oder vielleicht die Münder, die schon animiert, dann einfach kopieren kann und da drüber legen kann. Und so weiter und so weiter. Das ist einfach 100% Bayern, Rick and Morty, South Park, mega. Das war so ein bisschen der Hintergedanke, richtig. Deswegen bin ich auch so offen und ehrlich, mir ist vollkommen bewusst, dass deswegen die ersten haben es sofort geschrieben, wie die das erste Bild gesehen haben. Alter, das ist dermaßen Rick and Morty auf Bohrisch. Soll ich ruhig bewusst sein, ist mir völlig wurscht. Ja, gebe ich zu, Zeichenstil habe ich geklaut davon, ist mir egal. Trotzdem habe ich, glaube ich, aber noch, vor allem mit dem Körper, mit der Lederhosen und so weiter, so detailliert ist Rick and Morty nicht zeichnet und South Park schon gleich gar nicht. Aber für mich ist Animationstechnik, die klaue ich mir aus South Park. Und ein Zeichenstil, wie die ganze Comic-Welt wirkt und so weiter. Die quietschi-bunti-Dingsbums von Rick and Morty, die gefällt mir halt einfach. Mir gefällt auch selber Rick and Morty. Die ist da adaptiert. Das beides würfelt man zusammen, das bleibt alles sehr bohrisch. Er da wird Superheld, wird er jetzt auch nicht wirklich, aber er wird sowas ähnliches. Hat einen kleinen Sidekick, das ist der Bockfotzen-Bazi, den zeige ich euch jetzt noch. Mal nochmal so, das ist das Konzept so ein Grundkonzept, Anfangskonzept von Massimo. Der hat einen voll den fetten Ansatzarm, hat immer sein Maß dabei. Was für ein Maß? Das ist ein besonderer Maß, aber das kommt dann irgendwann einmal. Er steht da, ist grantig, hat natürlich eine Lederhose noch und ist saubrutal und saustark. So, jetzt kommen wir noch schnell weiter zum Bockfotzen-Bazi. Der Bockfotzen-Bazi ist der kleine Sidekick, über den jetzt sind schon nicht mehr so viele Leute da, deswegen plaudert man das jetzt einfach aus dem Nähkästchen. Das wollte ich So, da sieht man es einmal nochmal schnell so. Kann man da ein bisschen größer machen? Mal ein bisschen größer. Was haben wir da? Im Grunde ist der Bockfotzen-Bazi der kleine saufreche Scheißhausteufel. Der ist 12 Jahre alt, das ist ganz wichtig. Er ist immer rotzenvoll. Und anders wie jetzt da, das ist eines der ersten Konzeptbeutel, wie der Comic-Stil ausschauen soll und so weiter, habe ich mit hingeguckt und das zeichnet und Scheiß und Klump. Viel abzeichnet, habe ich ja gerade erklärt und so weiter. Aber auch einiges selber adaptiert dann und selber zeichnet. Der Bockfotzen-Bazi ist der Kleine, mittlerweile hat er keine Hosen nicht mehr an, weil der Bockfotzen-Bazi ist jetzt nämlich, der ist so pumpenvoll, der Bockfotzen-Bazi, den ganzen Tag mit seinen 12 Jahren, dass er sauft immer so viel Bier, er hat immer ein Hosentaschenbier dabei, obwohl er keine Hosen nicht hat, das ist ganz wichtig. Er ist auch in der Lage, dass er halbe mit seinen Arschbackern aufmacht, das ist auch ganz wichtig. Und er sauft so viel halbe den ganzen Tag, dass er die ganze Zeit zum Pissen muss, dass er erst gar keine Hosen mehr anzieht, weil er sagt, das rentiert sich überhaupt nicht mehr. Deswegen ist der Bockfotzen-Bazi auch der unterm Schmatzen ab und zu mal macht, wie man das vielleicht vom Rick kennt, der eben Rick and Morty kennt. Weiß halt einfach, es passt halt einfach auch so gut, ja. Dazu wird er aber allerdings auch lallen und psuffer sein wie der letzte Vollidiot. Und so schaut das aus. Das Gesamtkonzept vom Morty schaut dann, was heißt vom Morty? Jetzt sage ich selber schon Morty. Vom Bockfotzen-Bazi schaut dann folgendermaßen aus. Anfangs sagt man schon, da hat er noch so eine kleine Lederhose und holt seinen Zipfel und sagt dann Boni. Dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht. Moment.
Dann habe ich irgendwann drüber nachgedacht, ob der Bockwurzenbazi vielleicht generell knockert sein soll. Dann habe ich gedacht, nein, das ist zu viel. Und am Schluss habe ich mir dann gedacht, alles klar, der Bockwurzenbazi hat ein blaues T-Shirt da und hat unten keine Hosen noch. Eben aus erklärten Gründen. Ein paar so Gesichtsausdrücke halt ausprobiert, da herum und so weiter. Und das war's aber im Grunde auch schon. Für das habe ich schon ewig gebraucht. Da haben wir noch einen Wirt, den wir gerade in dem Video gesehen haben. Das ist der Wirt und das daneben, das sind die, wie soll ich sagen, das sind die verschiedenen Münder, die ich alle einzeln zeichnen muss, die dann quasi zum Sprecher animiert werden. Das habe ich vor 2 Stunden heute gemacht. Und da drauf habe ich mir dann gedacht, da zeige ich euch heute einmal den ersten Ausschnitt, damit ich einmal irgendwas im Internet stehen habe, dass, wenn mir das jemand nachmacht, dass ich sagen kann, das ist gestohlen. Ja? Weil da, in dem Ding, wenn ich da jemals eine Folge draus machen kann, und ich glaube mittlerweile, dass ich eine Folge draus machen kann, und das wird ja irgendwann passieren, dann steckt so fucking viel Arbeit drin, dass wenn ich jemanden sehe, der normales möchte, egal wenn jemand meine How-To-Videos klaut, meine Synchro-Videos klaut, das ist schon 180 Millionen Mal passiert. Aber wenn mir jemand das klaut, dann bin ich sauer. Weil das entstammt zu 100% aus meiner Feder und sogar noch selber zeichnet und was weiß ich, egal ob ich das jetzt abzeichnet oder nicht, da steckt so viel Arbeit drin, dass ich den ersten, den ich erwische, der mir das klaut, dass ich dann was dagegen tue. Das wird das erste Mal sein. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, das war's im Prinzip eigentlich auch schon, was ich einmal kurz herzeigen wollte. Um zu erklären, warum auch in den letzten 2 Wochen und wahrscheinlich auch so schnell nicht, regelmäßig, wie das jetzt den ganzen Sommer lang der Fall war, jede Woche ein Video kommt. Ja? Das ist mir wichtig, dass mein harter Kern, der jetzt da ist, im Stream sitzt, dass der das weiß. Damit ich nicht eingeschlafen bin, sondern dass ich da an was arbeite. Und grob an was ich arbeite. Und weil es so schön war, einmal mag ich es noch herzeigen, weil da bin ich selber jetzt schon ein bisschen stolz drauf, auch wenn es bloß geschissen ist, 7 Sekunden sind und ich das eigentlich bloß schnell hingagelt und hingewurstelt habe, weil es wirklich weit besser ausschaut, wie ich das gedacht habe. Achtung, einmal schauen wir es uns noch. Also weißt Manni, ich bitte dich echt schön. Du horrige Wurst hat jetzt gelangst dann, gell? Du hast Pfeifen schon Pflegel, es ist Sperrstunde. Da muss ich selber, da muss ich wirklich sagen, das kann, wenn ich mir nochmal richtig so ein Tuttal mir gebe, kann das richtig gut werden. Da kann das richtig gut werden. Der Metzger 243, schon mal habe ich die Revier, bleibt dran, saugeile Idee, ich freue mich schon brutal. Das freut mich natürlich noch umso mehr, das ist für mich der Motivationsschub, wenn ihr jetzt natürlich gleich schon sagen, schaut saugeil aus, es ist voll geil, mach, weil es wirklich mit Sicherheit lustig wird, dann habe ich natürlich auch ein bisschen weniger Angst, somit ich stecke da 100.000 Stunden Arbeit rein und am Schluss schauen es 5 Leute und das war's dann. Das war's. Bürgerhauen rein und dir ein schönes Wochenende. Herr Ghostflo, dir ebenfalls. Jetzt zieht mir noch eine Zigarette noch, weil es der Schweige schon zum 40. Mal verzeiht und dann werde ich mich langsam mal schleichen. Vielleicht. Vielleicht bleibe ich auch noch länger da, vielleicht fällt mir noch was anderes ein. Haben wir alle noch 90 Kleid. Satz lauter geschubste, Satz lauter narische, Satz lauter, es gehört so alle, weißt du das eh. So. Und bisseln muss ich auch, wie ein kleiner Schulbub. Am ersten Tag muss ich jetzt dann einmal so her, dass du sagst, Kruzifix, das meine passt überhaupt nicht, Schusslei. So, die muss jetzt einmal kurz sein. Der FX Premium 2001. Schreibt Christi Birger, ich bin jetzt auch da. Habe die Ehre. Der Herr Ettenhuber schreibt, habe die Ehre. Der Jogelbauer schreibt, hi, han jetzt auch Twitch. Alle haben's Twitch. Schauen wir doch einmal, machen wir eine kurze Zwischenbilanz. 8 Leute sind auf Twitch, 80 Leute sind auf YouTube. Der Ramona schreibt, Servus Birger, liebe Grüße aus Oberbayern. Da schreibe ich, Grüß die Ramona, liebe Grüße aus Niederbayern. Nach Oberbayern. Das ist ein bisschen schwierig. Ich kenne mich da nicht aus. Ich bin da auch grundlegend ein bisschen verwirrt, generell. Der Korossa High TV schreibt, Zauber, du hast es drauf, das werden bestimmt Hammer-Videos, schönes Wochenende. Sag ich merci und nochmal merci und zurück ein schönes Wochenende, sowieso. Der Stefan Haas schreibt, du Salzneger. Salzneger schon wieder. Der Salzneger ist bei uns bekannt als Brezensalzer. Martin schreibt, liebe Grüße aus Mostening. Liebe Grüße aus... ich bin schon heißer wie Sau. Den ganzen Tag habe ich heute wieder Halsweh. Saugeile Idee, schaut auch noch saugeil aus und schneidiges Wochenende. Wenn du dann einmal Schluss machst vom Chiemsee.
Sag ich, Herr Feigl, grüß am Chiemsee. Ja, Schluss machen. Ich werde jetzt noch fertig rauchen und dann schleiche ich mich für heute wieder. Ich weiß schon, für die alteingesessenen Freitagssession-Leute, oh, wieso, normalerweise dauert der Stream 3 Stunden. Das müssen wir uns jetzt einmal aufhören. Ich kann mich nicht da 3 Stunden her sitzen und nur labern. Das hört ja jeder selber. Sag mal, was hast du für ein Fichtenmob im Hintergrund? Das hat mir wiederum Kumpel gebracht. Das ist nicht meine. Das ist ein Kumpel seine, weil wir bei mir im Haus Sachen zlegen müssen. Und das ist irgendwie nicht anders möglich wie mit dem Fichtenmoped. Oh Gott, Entschuldigung. Julia Qualt schreibt, darf man eigentlich mit 14 schon Bier trinken? Eigentlich ja nicht. Und ich darf jetzt leider Gottes aus gesetzlichen Gründen auch nichts anderes sagen. Aber wenn du mich fragst, in Bayern zuselt man halt einmal ein Tölbe vom Bab auch hin, wenn man noch nicht 16 ist. Down, down, down. Wir nehmen das auf im Stream, dann schützt Bier in einen Storkrug und sag uns nichts. Herr Tischler 98, das mit dem Bier im Storkrug habe ich auch schon überlegt. Aber ich muss ja jetzt am Freitagnachmittag nicht mit Gewalt ein halbes Eis saufen, ja? Das kann ich ja in Ruhe auch tun. Außerdem koppe ich dann alles Feuer, muss alle 5 Minuten zum Pissen. Das mag ich nicht, das mögt ihr nicht. Ich mache mir jetzt einen Joghurt mit Müsli und verpfeife mich. Magst du eigentlich dein Müsli mehr mit Yogi oder Milch? Ich friss ausnahmslos Cornflakes mit Mille. Cornflakes sind geil. Die absoluten Standard Kellogg's Cornflakes, bombengeil. Die mag ich. Frau Richterin Barbara Salisch ist wieder da. Habetiere. Nimm das Bier doch einfach im Stream Hopfenblütentee. Das kann man natürlich auch machen. Warum mit Gewalt, wenn es eine Unsaufbare gibt? Das stimmt. Was? Du bist heute 14 geworden. Frau Julia Gewalt, dann wünsche ich erstmal alles Gute zum Geburtstag. Allerdings bin ich jetzt wieder gespannt, wie viele Leute jetzt vor mir Geburtstag haben. An alle Leute, die dort schon zum 180. Mal schreiben, grüß mich bitte da und grüß den und grüß was ich was. Ganz ehrlich, wenn ihr es noch 40 Mal schreibt, dann überlese ich es noch 40 Mal. Mit Absicht. Janik Wagner, hast du schon mal ein Gras geraucht, das darf ich normalerweise auch nicht sagen. Aber jeder, der auf 3 Kilometer riecht, als er gelungen ist, selbstverständlich ist mir das auch irgendwann einmal passiert, ja. Tu es aber nicht regelmäßig. So ehrlich kann ich dann auch sein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Abgesehen davon, jetzt wieder Julia ein kleiner Gefallen und schreibt's alle, alles Gute zum Geburtstag, Julia, mit Namen. Ja? Seid's freundlich, sag ich. So schaut's nämlich aus. Hopfen am Holz, Gott der Holz. Dann schicke ich dir einen Gruß vom Tegernsee. Dann schicke ich dir einen Gruß zurück an Tegernsee. Was? Beim Video zu uns aufbauen habe ich eine Live-Demonstration erwartet. Herr Gentleman, das habe ich gewusst, das haben wahrscheinlich mehrere erwartet, das war der ursprüngliche Plan, aber ich bin ja nicht geisteskrank. Nur dazu, wenn ich weiß, was uns aufbauen kann und nicht kann. So, erst einmal alles Gute zum Geburtstag. So. Der Herr Feldmeier schreibt, bist du ein Wurstgesicht? Das weiß ich nicht. Wenn du es selber nicht beurteilen kannst, dann muss ich mich fragen, muss ich irgendwie an der geistigen Zurechnungsfähigkeit zweifeln. Was ist mit deinem 99 Kolbi-Lidl, FX Premium? Das ist eine gute Frage. Mit dem wollte ich tatsächlich vor 2-3 Wochen mit Gewalt einmal was machen, habe ein bisschen was gemacht, bin aber nicht vorwärts gekommen, habe es einfach wieder weggeschmissen. So ehrlich muss ich sein. So. Die Geburtstagsgrüße an Julia, da haben alle mitgemacht. Warum? Weil sie die geilsten Affen seid auf diesem Planeten. Seid freundlich, sage ich. Jetzt sind wir mit den Zigaretten. Halbert, wie lange läuft der Stream? 1 Stunde und 20 Minuten. Das passt doch. Jetzt muss ich da mal meinen Fuß aufverlegen, weil sonst fallen mir meine Sorgbeine ab. Ich kriege nochmal einen Schlaganfall. How to Bürger schauen, während der Freund neben dir hockt. Weiß ich nicht. Ich mag auf alle Fälle keine Beziehungsstress da auslösen. Vorher schalt's lieber aus und schaust den Stream irgendwann noch. Bring das Lied in deine bayerische Rick and Morty Geschichte ein. Herr Danny 5000, da bin ich tatsächlich auch selber schon drauf gekommen. Ich brauche natürlich irgendeinen geilen Soundtrack, ja?
Den mag ich auch nicht klauen. Hilft dir nicht. Der Schweigi schreibt, Birger, du musst eine Wette machen, was zu deinem Board geht, dass er wegrasiert werden muss. Die Wette wird aber so hoch angesetzt, dass ich sage, das machen wir jetzt folgendermaßen, wenn wir mir bis zum 1. November 20.000 Abos in meinem Kanal drin haben, dann rasiere ich mir live im Livestream. Rasiere ich mir mein Board komplett ab. Komplett. Mit der Haarschneidmaschine auf Dings. No, es geht nicht, weil der Saujo ist voll, das mag ich nicht, das ist mir jetzt blöd. Dann rasieren komplett ab, rundherum. Wird nicht passieren, braucht man nicht schmerzen. Der Eumerer macht mit dir schon was wegen deinem Liedl. YouTube nach Eumerer suchen. Was, der Eumerer? Eumerer, das muss ich jetzt einmal, muss ich mir jetzt einmal schnell aufschreiben, das interessiert mich jetzt. Was macht der mit mir, was macht der mit meiner Musi? Eumerer. Schau ich mir noch an. Ich sag's an jedem im Dorf, sie sollen abonnieren. Herr Hopfenwieser, Kruzifix jetzt, wenn's nicht aufhörst mit deiner Scheiße, kannst du mir mal und sonst irgendjemand grüßen. Nein, kann ich nicht. Fertig. Julia Gold, Alter, nein, der Bot passt doch, also ich mag's. Haben wir schon wieder soweit? Deswegen sage ich ja, bei 20.000 bis zum 1. November rasiere ich es ab. Die Wahrscheinlichkeit ist wirklich sehr gering. Die Wahrscheinlichkeit ist dann natürlich wieder sehr viel her, dass wir 15.000 bis Ende November sind. Laut Statistik sind wir das auch, deswegen sage ich natürlich nicht, dass wir bei 15.000 mein Board abrasieren. Ja, ein Video dazu entsteht ja dann automatisch quasi aus dem Stream. Das muss ich mir dann ausdenken. Aber so hätte man bis zum 1.11. 20.000 Leute sein, dann rasieren wir live vor der Kamera ab und ein Video dazu gibt es auch noch. Alle meine Musik, die ich je gemacht habe, stehen dir ganz herzlich zur Verfügung für deine Animationen. Das freut mich narrisch, Herr Paul. Der Herr Feldmeier schreibt, du bist saukommod, mach weiter so. Oh, weit doch. Ist aber eh klar. Seid freundlich. Wo kommst du eigentlich her, Birger? Wie wär's mit einem Fan-Treffen in Minga? Bevor ich auf Minga fahre zu einem Fan-Treffen, hau ich mal einen rostigen Zimmerernagel durch beide Knie gleichzeitig und kreuzig mich selber. So. Hast schon mal uns Aufbau probiert? Sie fix, ich frage schon 1000 Mal. Selbstverständlich ein Eigener, deswegen hat es ja da keine Live-Demonstration gegeben, weil ich gewusst habe, das werde ich in meinem Alter nicht nochmal machen. Wer ist alles außer einem Dorf unter 200 Einwohner? Das ist eine gute Frage. Da frage ich mich, für ein Dorf für unter 200 Einwohner, warum habt ihr Internet? So, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine Zigarette neigt sich dem Ende. So ein bisschen. Jetzt muss ich selber da nochmal schnell luren. Muss ich luren? Ich bin heute ein Lurer. Ein Lurer. Da lure ich mal schnell was. Bevor, und weißt du eh? Passt. Gemeinde Wies, wir haben jetzt ja ein anderes Thumbnail für unsere Dings. Ist auch einmal Zeit für unsere Livestreams, damit da mal alles. Damit da mal das nicht alles gleich ausschaut. Weißt du eh? Ja. Ansonsten fällt mir, um ehrlich zu sein, für heute nichts mehr ein. Jetzt ist Freitag 4. Ich werde jetzt auch gepflegt einmal irgendwie gar nichts tun, glaube ich. Ich werde mir jetzt mal was zum Fressen machen und dann schauen wir mal weiter, was ich dann tue. Vielleicht tue ich ein bisschen an Massmo weiter und an Bockfutzen beide. Wer weiß das schon? Schauen wir mal. Dann sehen wir es schon. Meine Zigarette ist hier jetzt ausgegangen. Die machen wir jetzt auch mal aus. So. Dann sag ich, wir fast, wie in den letzten 2 Wochen, leider Gottes nicht, aber in die letzte Woche und diese Woche und sonst eigentlich einmal. Es freut mich wie immer fucking narrisch, dass so viele Leute da waren. Ich glaube, der Peak war halt wieder mal bei 160 oder so und konstant jetzt bei 100, dazwischen drin bei 120, 30, 40. Es ist mir jetzt wieder ein völliges Rätsel, warum so viele Leute da zuschauen, wenn ich bloß da sitze und irgendeinen Scheißdreck labert. Mich freut jetzt mal narrisch. Es wird halt langsam unglaubwürdig, weil ich es irgendwie jetzt mal sage. Es hat mich auch heute wieder narrisch gefreut. Ich bedanke mich herzlichst für eure Aufmerksamkeit. Ich schaue, dass es nächste Woche natürlich vielleicht mal wieder ein Video gibt. Wenn mir was einfällt, dann gibt es was. Wenn mir nichts einfällt,
Gut, am iPhone scheitert es nicht, aber wenn ich keinen Bock habe, habe ich keinen Bock nicht. So wird es einfach weiterlaufen. Ich wünsche euch ein maximal cremiges Wochenende. Wir sehen uns mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nächsten Freitag im Stream sowieso, ob ein Video kommt oder nicht. Ansonsten fällt mir nichts mehr dazu. Hau mal einen Klassiker raus. Ich wünsche euch was. Haut euch eine. Habe die Ehre. Das ist... Was redet denn über? Servus. Volle Kanne, Hoshi. Ist jetzt der Stream ist ja immer noch nicht aus, gell? Er ist ja immer noch nicht aus. Dann kann ich ja noch schnell kommentieren. Ich finde es faszinierend, dass du mit deinen jungen Jahren den Kommentar volle Kanne Hoshi kennst. So, jetzt ist der Stream gut. Ich hau mir jetzt nicht weiter. Schönes Wochenende. Bis dann. Habe die Ehre. Servus.